Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie: Wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten: Die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Mit diesem Vers, oder mit den 4 Vers genau gesagt, vom 1. Nehemia, hast du heute Morgen auch deine Predigt gestartet. Ich bin gerade so, okay, ja. Nicht mal ein Hallo, sondern es ist einfach so, bam, da ist die Bibel. Wir lesen ein Buch. Wir lesen ein Buch, genau. Wir sind in dieser Serie, wo wir ein ganzes Buch durchnehmen. Und uns hat interessiert, wieso interessiert uns das überhaupt? Das ist irgend so ein Dude, der sieht, okay, die Mauer, ja, die ist kaputt. Und ich bin jetzt mega traurig darüber. Und wir haben, ich weiß nicht, ich habe schon lange keine Stadtmauer mehr gesehen in Basel. Wieso interessiert uns das denn heute, jetzt noch? Wieso tun wir überhaupt das Buch durchnehmen? Das ist eine grosse Frage. Jerusalem ist, ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns die Bedeutung klar machen von Jerusalem. Da gibt es, die Israeliten waren ja in Ägypten und sie waren versklavt. Und Gott hat sie in Freiheit geführt und hat unter der Leitung von Mose und von Josua hat sie in das verheißene Land Kanaan geführt. Oder? Und dort drin liegt Jerusalem. Und Jerusalem ist die heilige Stadt, der Ort, wo sie Gott auch einen Tempel gebaut haben. Und wenn er ihnen versprochen hat, ich werde gegenwärtig sein, wenn ihr in meine Gegenwart kommen wollt, dann könnt ihr dort hinkommen. Das ist zerstört worden. Und zum Geschichte jetzt ein bisschen abkürzen und gerade in unsere Zeit hineinspringen, wenn wir im Neuen Testament in der Bibel vom Tempel lesen, dann ist nicht mehr von einem Gebäude die Rede, sondern es ist von einer Gemeinschaft die Rede. Wo Gott versprochen hat, ich bin im Tempel gegenwärtig. Und wenn die mir begegnen wollen, können wir im Tempel begegnen. Sagt Jesus im Neuen Testament, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und es wird immer wieder klar gemacht im Neuen Testament, der neue Tempel ist die Ansammlung von Menschen, die Gott nahe will sein. Und dort drin ist Gott gegenwärtig. Und da sehen wir eine Parallele. Die Stadtmauer war dafür zuständig, den Tempel zu schützen. Der Nehemia ist so durchgegangen, weil er genau gewusst hat, wenn wir die Stadtmauern, wenn wir die Stadt nicht wieder aufbauen und einsetzen, dann wird es den Tempel nicht mehr lange geben. Und ihm war das grösste Anliegen, dass sein Volk wieder mit Gott unterwegs sein kann. Und dort sehen wir Parallelen zu den Kirchen in der heutigen Zeit. Wo wir auch sagen, lass uns auf die Kirche schauen. Im Wissen, dass die Kirche auch schon an anderen Orten war. Im Wissen, dass nicht alles gut ist. Im Wissen, dass auch in unseren Kirchen, und damit meine ich das Globale, jetzt nicht einfach das ICF Basel, sondern unsere globale Kirche auch baufällig ist. Und dort ziehen wir den Vergleich. Und wegen dem schauen wir das Buch an, weil das Buch handelt von Wiederherstellung. Oder? Und unser Traum ist, Kirche zu bauen. Unser Traum ist, dass Kirche zu der Kirche wird, wo Gott sich denkt. Und wir glauben, dass wir in diesem Buch viele Antworten werden finden in den nächsten 7 bis 8 Wochen. Sehr cool, ich freue mich mega. Hey, eben, du hast für diese Mauern geredet und eben, die Kirche ist baufällig. Und in diesem Format arbeiten wir ja mit Videos. Wir haben das auch besprochen, dass wir extra Videos zeigen, wo du Sachen sagst und wo wir dann vertiefen dürfen. Und so eins haben wir jetzt gerade mitgebracht, wo du ein Beispiel zeigst, wo das du siehst, wie die Kirche baufällig ist. Oder wo du selber hast müssen erleben, mit 18 bis jetzt eigentlich, wie du siehst, den Zerbruch von dieser Kirche. Josh. Warum erleben wir nicht mehr so viele Menschen, die zum Glauben kommen, die in die Kirchen hineintrampeln, die nicht beim Glauben am Hut haben und sagen, ich will das? Oder wo sind all die Menschen angegangen, die die Kirchen gefüllt haben? Die sind ja noch nicht alle gestorben, oder schon? Und wenn sie ihren Glauben weitergegeben hätten an ihre Mitmenschen, an die nächste Generation, müsste doch die Kirche in Basel heute grösser sein als damals. Was ist passiert?
Du redest schon darüber, dass eigentlich die Leute, auch, du hast erzählt am Morgen, dass viele Leute, die eigentlich gleich alt sind wie du, die mit 18 auch ins ICF gekommen sind oder in eine Gemeinde gegangen sind, jetzt eigentlich nicht mehr da sind oder das irgendwie verloren haben und auch, man schaut durch die Reihe und es ist auch ein bisschen leer. Die Stühle werden zurückgestellt, weil man denkt, ja, es lohnt sich nicht, wenn 3 Reihen leer sind. Und das stimmt dich unzufrieden, hast du gesagt. Und am Schluss eigentlich da fragst du, ja, eben, wir müssen herausfinden, ob die Unzufriedenheit denn schlecht ist oder nicht. Und was sagst du dazu, die Unzufriedenheit jetzt über das oder generell die Unzufriedenheit, dass die Kirche eben baufällig ist? Wie stimmt dich das? Also ist das etwas Schlechtes oder etwas Gutes? Sowohl als auch für mich. Also ich spüre das förmlich. Als ich ins ICF gekommen bin, 2005 war das, habe ich mega viel wirklich aus meinem Jahrgang Menschen kennengelernt. Und wirklich viele von diesen Menschen vermisse ich heute. Und ich weiss, einige von diesen Menschen sind gar nicht mit dem Glauben unterwegs. Und die haben jetzt Kinder. Und ich frage mich, werden die Kinder jemals mit dem Glauben in Berührung kommen, mit Gott in Berührung kommen? Und das schmerzt mich mega. Und ich habe gemerkt, wie ich in den letzten Jahren eine Reise gemacht habe, emotional auch, wo ich die Leute haben loslassen musste, für mich auch. Aber es ist ein schmaler Grat mit der Resignation, habe ich merken. Weil ich merke, es darf mich am Schluss nicht kalt lassen. Und das ist für mich die grosse Herausforderung in dem Ganzen. Es gibt sicher eine Unzufriedenheit, die sehr ungesund ist für mich. Wo ich merke, es zermürbt mich, es macht mich bitter und es führt mich zu dieser Resignation an. Aber ich glaube, die Unzufriedenheit, die kann eben auch positiv werden, wenn es mich zum Handeln bewegt. Wenn ich dann wirklich auch etwas daraus anfange zu machen, dann erlebe ich die Unzufriedenheit als positive Energie. Ein angenehmes Gefühl ist immer noch nicht, aber es bewegt mich zum Handeln. Und das ist für mich der entscheidende Punkt in dem Ganzen drin. Wie gehst du denn mit Gott in so einer Situation um, wo du merkst, dich macht etwas unzufrieden und unruhig? Also wie löst du das konkret mit Gott zusammen? Ganz konkret? Ja. Ich sage, das schießt mich an. Man kann nicht Kinder da, oder? Doch. Es ist bäh. Sag. Bäh. Nein, ich bin wirklich ehrlich und sage einfach, hey, schau, das kann doch nicht sein. Im Wissen, dass es ihm ja auch nicht gleichgültig ist. Das hilft mir immer enorm. Ich finde irgendwo schon einen kleinen Partner in ihm. Über die Themen jetzt in der Kirche, wo ich mir denke, ich weiss nicht, etwas, wo ich am Hadern bin. Ich habe das Gefühl, wir tun uns einmal sau schwer, Sachen, die uns gefangen haben, loszulassen. Ketten wirklich auch entfernen von Gott. Oft habe ich so das Gefühl, wir hadern jahrelang zum Teil am gleichen Zeug und dann denke ich mir, komm on, lass Gott einfach mal an dein Herz und lass ihn mal machen und glaub daran, dass er gut ist. Oder? Und wenn ich dann über so etwas hadere, dann bin ich zum Teil wirklich bei einzelnen Menschen und denke, hey, come on, was kann ich dafür tun? Das käst mich so an, dass ich die Person sehe, an Ort und Stelle trete seit 3 Jahren und ich habe das Gefühl, es geht nicht vorwärts. Und also, so sieht auch mein Gebetsleben aus. Ich bin dort mega ehrlich und bin aber auch beeindruckt, was Gott immer, wenn ich so ehrlich auf ihn zugehe, was er mit meinem Herz macht. Heute Morgen, wir hören im Vorfeld die Predigt am Morgen, oder sonst können wir da keine Fragen stellen dazu. Und du hast dort gesagt, du hast gerade gesagt, du findest in Gott irgendwie auch den Klönbody, oder der irgendwie mit dir auch so ein bisschen so, ja, mich scheisst eigentlich auch an. Und mich hat das irgendwie recht so aufhören lassen, weil ich so gesehen bin, also wenn ich über etwas unzufrieden bin, du hast dann auch gesagt, ja, eben, über das, wo ich unzufrieden bin, ist Gott eigentlich schon lange unzufrieden. Und dann habe ich gedacht, oh, da müssen wir schauen, dass das nicht, also irgendwie, mich hat es einfach so, ich weiß nicht, ich bin so auch ein bisschen geschockt gewesen, dass du das gesagt hast. Du hast nur ganz kurz erwähnt, aber ich will jetzt darauf eingehen, weil es wie eine Legitimation ist dafür, so, wenn ich unzufrieden bin, dann habe ich auch ein Recht darüber, da wirklich unzufrieden zu sein. Und Gott ist ja auch unzufrieden darüber, also haben wir noch mehr Recht, um das wirklich blöd zu finden. Also was hast du dir überlegt, wo du das gesagt hast? Ich muss dich jetzt über dein Gottesbild interviewen. Oh nein. Ich bin hier die Fragestellerin, gell? Ja, ist gut. Alles ich tue jetzt zuerst mal, Jesus hat auch immer noch Gegenfragen gestellt im Fall. Ich glaube, also ich habe das natürlich
Ich habe es auch provokativ gemeint. Ja, und ich habe es natürlich aber auch einfach gedroppt. Ich habe das ja in Verbindung gebracht mit, hey, er kennt dich, er kennt deine Umstände, er kennt Menschen, was es betrifft, er kennt auch deine Kirche. Und die Sachen, die in deiner Kirche nicht gut sind, da haben wir auf das bezogen. Diese Unzufriedenheit teilt er auch. Ich glaube, was man generell als Filter brauchen kann, ist die Unzufriedenheit in dir. Das hat ja in dem Sinne damit zu tun, dass du dir etwas anderes wünschst, als es ist, oder? Also du hast einen Ist-Zustand und du hast einen Soll-Zustand. Der Soll-Zustand in deinem Verständnis entspricht auch Gottes Wort, entspricht auch der Bibel. Ich glaube, daran kann man es prüfen, würde ich jetzt mal sagen. Weil es geht ja nicht darum, dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, ja, wenn ich mit irgendetwas unzufrieden bin, muss es Gott dann auch sein. Aber ich glaube zum Beispiel, eine Unzufriedenheit, dass wir, zum Beispiel, ein konkretes Beispiel, für meinen Geschmack erleben wir viel zu wenig Heilung von Depressionen. Ich habe viel zu viele Menschen um mich herum, die gequält werden, förmlich von Depressionen mit dem kämpfen. Und ich bin unzufrieden und ich liege Gott in den Ohren und ich sage, das kackt mich wirklich an, dass ich so viele Menschen um mich herum habe, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Wo sind die Heiligen? Wo sind die Befreiungen? Und dort weiss ich, die teilt, da bin ich mir zu 100% sicher, die Unzufriedenheit, die teilt er. Nein, ich habe das dann schon auch so verstanden, aber ich habe es irgendwie mitteilen. Es ist gut. Das genau leitet uns eigentlich so den über so ins Zentrum von deiner Predigt, wo du in einem schönen Slide, wo man es auch einblenden zusammengefasst hast, so Transformation eigentlich von einer Unzufriedenheit zu einer heiligen Unzufriedenheit. Wie die kann passieren und so verschiedene Gegenüberstellungen von dem, wie das kann passieren, genau. Dann nimmt sich Wunder eben, also kannst du das noch kurz erklären, irgendwie in wenigen Sätzen und dann wenn wir wie so zusammen probieren, das in einzelne Beispiele durchgehen, damit das fassbarer wird für uns. Also wie kommen wir von einer Unzufriedenheit zu einer heiligen Unzufriedenheit? Was ist das genau? Die Unzufriedenheit erobert uns ja in einem Impuls, im Normalfall. So wie eben Nehemia. Er bekommt eine Nachricht und er merkt, das haut ihn jetzt gerade zu Boden. Das ist ja bei uns oft gleich. Ich glaube, heilig wird die Unzufriedenheit, wenn wir sie zu Gott bringen und wenn wir sie mit ihm fangen an verwälzen. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt schon auf die verschiedenen Facetten oder auf die Indikatoren eingehen, die ich gezeigt habe, soll ich das kurz erklären oder wollen wir das gerade mit einem Beispiel machen? Das müssen wir kurz erklären und wir dann einzelne bisschen. Ich habe einfach versucht aufzuzeigen, wie können wir uns selber auch prüfen, wenn wir eine Unzufriedenheit in uns drin haben, ob das eine ungesunde Unzufriedenheit ist, die negative Energie in uns erzeugt, die vielleicht auch Schaden anrichten kann, oder ob es eine Unzufriedenheit ist, die heilig ist und die uns letzten Endes auch Energie gibt und auch etwas freisetzt, wo uns zum Bau von Gottes Reich letzten Endes bewegt. Und ich glaube, also ich habe einfach versucht, ein paar Indikatoren zu finden. Das ist natürlich, da könnte man jetzt auch andere Sachen anschreiben und lange darüber diskutieren, ob es die richtige Auswahl ist. Ich glaube, eine Unzufriedenheit, die schlecht für uns ist, wenn wir entdecken, dass sie so generalistisch ist. Wenn sie so, ich habe das zum Teil, letztens bin ich daheim mit meiner Frau und habe gesagt, es regt mich so auf, dass das Spülbecken so klein ist. Ich kann nicht mal ein ordentliches Backovenblech waschen. Und einfach so im Ärger, oder? Weil die Kinder haben mich schon genervt und so weiter. Ich kenne es, oder? Einfach so der echte Haushaltsärger. Und dann sagt meine Frau nur so, du ärgerst dich heute über vieles. Ich denke, ja. Das wäre so die generelle Unzufriedenheit, oder? Wo einfach plötzlich alles doof ist, oder? Wo ich denke, eine heilige Unzufriedenheit, die kann man auf den Punkt bringen, die kann man beim Namen nennen und sagen, das Thema, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Thema mit der Depression, das macht mich sauer. Aber das heisst nicht, dass alles andere, was ich gerade mit Gott oder mit der Kirche erlebe, dann auch doof wird. Jetzt muss ich die Folie schnell anschauen. Problemorientiert. Eine negative oder eine schlechte, ungesunde Unzufriedenheit ist problemorientiert. Und das ist eigentlich am Anfang ja immer so bei einer Unzufriedenheit. Wir schauen auf etwas, das nicht so ist, wie es sein soll. Und dann ist aber der entscheidende Punkt, fangen wir auf und schauen, auf den Sollzustand. Weil das ist das, was die heilige Unzufriedenheit macht. Wir schauen auf und schauen auf die Vision. Ich bin überzeugt, Nehemia, der hat gewusst, wie die Stadtmauer aussehen muss. Der hat gewusst, die Tore müssen hin. Der hat sich nicht allzu lange mit der Problematik befasst. Er ist sich der Problematik bewusst gewesen.
Aber er hat auf die Vision schauen und gewusst, was jetzt passieren muss. Und ich glaube, das ist der kleine oder feine Unterschied. Das Dritte war, jetzt muss man schnell helfen. Von Urteilen zu Verantwortung. Genau. Urteilen und Verantwortung übernehmen. Ungesunde Zufriedenheit kommt sehr schnell ins Urteilen rein. Wir zeigen schnell mit dem Finger, wir schwätzen in der dritten Person, wir schwätzen über andere. Oder wir schwätzen im schlimmsten Fall über die Kirche oder über das ICF oder über Christen. Und merken in der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, dass wir uns gar nicht mehr dazuzählen. Der Nehemia, der hat uns gezeigt, wie es auf eine gesunde Art und Weise geht. Das Gebet, das wir lesen im Kapitel 1, er integriert sich voll und ganz in die Fehler, die das Volk Israel gemacht hat. Und ist sich bewusst, ich bin Teil von meinem Volk. Es sind auch meine Vorfahren gewesen, die Gottes Weisungen in den Wind geschlagen haben, die dazu geführt haben, dass wir jetzt in dem Schlamassel sitzen, wo wir drin sind. Und du merkst, wie er Verantwortung übernommen hat. Und ich glaube, dort kann man auch erkennen, von welcher Art ist meine Unzufriedenheit. Und letzten Endes das letzte, passiv oder aktiv. Also, was macht die Unzufriedenheit mit mir? Tut sie mich lähmen, dass ich gar nicht mehr mache? Vielleicht lethargisch wird oder letzten Endes gar resigniere? Oder bewegt sie mich wirklich zum Handeln? Sie sagen, das, was in meinen Händen liegt, das, was ich verändern kann, das mache ich. Im Glauben, dass Gott es dazu gibt. Und dann kann ich etwas verändern. Und ich habe versucht, das so ein bisschen aufzuzeigen, wie wir vielleicht auch in uns hineinhorchen können, wenn wir eine Unzufriedenheit ist. Ob das etwas Destruktives oder etwas Konstruktives ist. Weil eine Energie erzeugt eine Unzufriedenheit, das weiss ich. Die Frage ist, in welche Richtung. Genau, um das jetzt nochmal ein bisschen mehr beleuchten, einzelne Teile von dem haben wir nochmal einen Videoausschnitt. Einheit ist das Wichtigste für uns als Kirche. Und auch hier, ich betone es nochmal, ich rede nicht über das ICF, ich rede auch nicht über das ICF-Movement, ich rede auch nicht nur nochmal über die ICF-angehörige Allianz, die wir dazugehören hier in Basel, sondern auch alle, die nicht bei der Allianz sind. Und auch all die Kirchen, die uns vielleicht sogar unsympathisch sind. Und ich muss die Frage stellen, wie schwätzt du über die Kirchen, die uns sehr fern sind? Ich muss mich selber fragen, wie schwätze ich über die katholische Kirche? Wie schwätze ich über den Papst? Wie schwätze ich über meine ehemalige Kirche? Wie schwätze ich über meine aktuelle Kirche, wenn es nicht so gut läuft? Wechsle ich gerade in die dritte Person? Rede ich vom ICF? Oder rede ich von uns? Wie schwätze ich über meinen Small Group Leiter? Über meinen Pastor? Das ist gut. Ich sehe nicht hinterher, ist gut, ist fertig. Jetzt ist, glaube ich, fertig. Jetzt ist fertig. Aber das mit dem Small Group Leiter ist vielleicht noch wichtig für jemanden. Genau. Das hat mich dann eigentlich wie so zu der Frage gebracht, so, wie weit betrifft mich etwas? Wenn wir reden von der Kirche, und du hast gesagt, nicht nur das ICF, sondern wir fassen es irgendwie weiter, sagen auch die katholische Kirche, das sind auch Christen, das ist ein Teil von der Kirche, wo ich ein Teil davon bin. Aber wie weit betrifft es mich? Also wenn ich sage, ja, es hat einen Skandal, oder wenn ich lese, es hat einen Skandal in der katholischen Kirche gegeben, tue ich vielleicht sogar schon wechseln, irgendwie als Schutz für mich selber. Ja, ich bin jetzt halt irgendwie nicht ein Teil von der Kirche. Dann kann man sagen, ja, vielleicht ist ein Skandal in der evangelischen Kirche passiert, betrifft mich auch noch nicht so. Und im ICF ist es anders. Und dann ist irgendwie in Zürich oder irgendetwas, dann sagst du, aber in Basel ist es anders. Und wie gehe ich mit dem Ganzen um? Also wie weit soll ich das Ganze fassen, damit es mich erfasst in meiner Unzufriedenheit dann? Oder sich auch identifizieren mit diesen Sachen. Irgendwie, wie weit muss einem die Unzufriedenheit von den Leuten, die vielleicht auf einem ganz anderen Planet sind, also ganz nicht mehr anders leben und vielleicht schon auch Christen sind oder auch zu dieser Gemeinde gehören, wie muss ich mich mit dem auch identifizieren? Vielleicht, was sie gerade für eine Unzufriedenheit haben. Es ist ja eigentlich eine mega generelle Frage, oder? Wenn wir jetzt auf die Nachrichten dahinter schauen, ich kann mich ja immer fragen, betrifft mich News aus Afrika? Muss mich das überhaupt kratzen? Das ist ein anderer Kontinent. Also, wie weit schaue ich über den Tellerrand aus? Ich glaube, da muss ich halt wieder über das Thema Einheit schwätzen, oder?
Jesus betet mal für uns als Kirche und er betet für Einheit, für Einheit, für Einheit, für Einheit. Und er sagt mega klar, hey, an der Einheit zueinander werden die Menschen erkennen, wer ich bin. Das ist eine mega krasse Aussage, oder? Und in dem Ganzen ist etwas mega wichtig. Wir dürfen nicht unsere Herkunft vergessen. Das ICF würde es nicht geben, hätten nicht Landeskirche und katholische Kirche damals einen fantastischen Job gemacht. Das ist die Wahrheit. Und wir können heute schon sagen, das interessiert mich nicht, aber ja, wenn die Großmutter krank ist, interessiert mich das dann auch nicht, wenn sie in Deutschland wohnt. Also, es ist jetzt ein bisschen, ich merke jetzt, ich selber schon, muss mich dort immer wieder in Pflicht nehmen und sagen, ich kann mich dort nicht so krass abgrenzen. Ich muss es ja nicht zu meinem Hauptproblem machen. Aber ich finde es schon eine spannende Frage, wenn wir jetzt so etwas lesen, sei es irgendeine Kirche in Australien oder wieder irgendein Skandal in einer katholischen Kirche oder in einer Landeskirche, was passiert in uns? Und dort müssen wir fair in uns hineinhorchen. Ich glaube nicht, wir können uns ja nicht zu einer Unzufriedenheit zwingen. Das ist ein Gefühl, das uns auf eine Art befällt. Das kommt uns an, oder? Und dann ist die Frage, das ist wieder die Frage, welche Rolle nehmen wir ein? Zeigen wir mit dem Finger und sagen, ja, das ist wieder typisch katholische Kirche? Oder was passiert in uns? Weil wir können ja auch für sie beten. Ich glaube, wenn es uns gar nicht trifft, dann ist es noch schwierig. Ich habe heute Morgen am Schluss der Predigt habe ich noch einen Zuruf gemacht an Menschen, die sagen, hey, du redest da vorne einen Lobgesang über die Kirche und wie wichtig es ist, aber wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich gar nicht. Und ich habe diesen Menschen zugesprochen, hey, sag zu Gott ganz ehrlich, heb dein Herz an und dann sag ihm, schau mal, wenn ich in der Bibel lese, wie gross deine Liebe zu den Kirchen ist und ich in mein Herz schaue, wie gross die Liebe zu den Kirchen ist, dann sehe ich da eine Diskrepanz und das finde ich komisch. Zeig mir dein Herz, zeig mir deinen Herzschlag. Zeig mir, für was dein Herz schlägt und bring mir es bei. Und ich glaube, so können wir auch eine gesunde Distanz, sage ich mal, gewinnen zu Themen. Weil nicht alles kann uns betreffen. Lass uns ehrlich sein, oder? Es ist doch interessant, dass plötzlich irgendjemand einfach abgeht, wie weiß nicht was, wenn irgendein Thema in Afrika kommt und andere leben weiter, wie wenn nichts wäre. Und haben aber dann hier zum Beispiel Themen in Basel brutalst auf dem Herz. Oder? Und ich glaube, wir müssen dort auch auf Gott vertrauen oder dürfen auch auf Gott vertrauen, dass er auch uns Sachen aufs Herz legt. Ja, du hast auch über das geredet, also du hast darüber geredet, eben, dass die Unzufriedenheit die kann irgendwie zu dieser Bitterkeit führen, oder dass du bist, alles ist doof und dich eigentlich nur darüber aufregst, aber es kann auch zu einer Berufung werden. Und mich würde es irgendwie noch interessieren, wie kann ich das, also ich sehe dann schon, ich bin unzufrieden über das oder so, oder ich merke, mich tut das auch beschäftigen, dass Leute gehen, die ich vor 7 Jahren noch gesehen habe im ICF und nicht mehr da sind. Und dann betrifft es mich auch und ich bin so, muss ich diesen Leuten erzählen, hey, deine besten Freunde sind jetzt, die heute predigen, der Dani predigt heute, mit dem hast du früher noch Fußball gespielt, oder? Mich betrifft das auch und tut mich irgendwie aktivieren, aber ich sehe da jetzt trotzdem nicht meine Berufung drin, all die Leute zurückzuholen. Also wie kann man da vielleicht auch nach dieser Berufung forschen, wenn man merkt, hey, das geht mir jetzt richtig nach? Also ich glaube, erstens mal braucht es mehr Zeit mit Gott, als uns oft recht ist. Also, ja, also sage ich jetzt auch zu mir selber, oder? Wir haben dann das Gefühl, ja, so ein Thema, ich kenne das mega, oder? Ich baue Kirchen in Lörrach, ich habe Menschen getauft, die sind heute noch rum. Und ich frage mich immer, wie viel Zeit soll ich investieren, um diesen Menschen hinterher rennen, im Wissen, dass meine Halle in Lörrach voll ist mit Menschen, die da sind, oder? Und ich kann jetzt eine halbe Stunde mit dieser Person schwätzen oder mit einer anderen Person, aber es geht einfach nicht beides. Dort, glaube ich, dürfen wir auch auf den Heiligen Geist vertrauen, der uns leitet. Ich glaube, wir haben immer wieder Impuls. Mal so ganz konkret jetzt zum Thema, Menschen sind nicht mehr in der Kirche, soll ich mich bei ihnen melden? Los auf das Gefühl in dir und vertraue darauf, dass der Heilige Geist zu dir redet und dir auch Sachen zeigt, die du machen kannst. Aber zum Thema Berufung, ich glaube, das ist
oft ein bisschen ein trages Thema. Der Nehemia, du hast das vorgelesen, Manu, am Anfang. Und der Nehemia, der hat 3 Monate mit Gott gehadert, bevor er aktiv geworden ist. Und dann ist es mega spannend, das musst du mal reinziehen. Ich liebe es, wenn er nachher den König angeht. Oder? Der König sitzt mit seiner Frau dort, ist gut am Essen, mit Wein, wahrscheinlich brennt noch irgendeine Fackel. Und dann läuft der Nehemia so traurig um. So. Und da stellen wir es richtig so vor, so à la, Nehemia, ist alles gut? Ja, ja. Weißt du, und es war wahrscheinlich eine Kultur, wo man Traurigkeit nicht gezeigt hat, oder? Aber er hat es irgendwie doch gezeigt, oder? Und du merkst, wenn mit dem fängt die Aktivität von Nehemia an. Aber 3 Monate lang hat ihm der König nichts angemerkt. Jetzt kann man darüber spekulieren, ja, ist er überhaupt im Dienst gewesen, oder überhaupt Einsatz gehabt und. Aber ich glaube, 3 Monate ist es sich wirklich auch am herausfinden gewesen, was ist denn meine Aufgabe in dem? Und ich glaube, da dürfen wir auch Ruhe bewahren. Aber wenn du irgendwann merkst, es ist doch so blöd, dass es im ICF so wenig Small Groups gibt. Es sind so viele Leute, die irgendwie die PS vom Sonntag, von der Predigt, die sie hören, nicht auf die Straße bringen. Ja, vielleicht ist es dann wirklich an dir, eine Small Group zu gründen und die spalten und so in 5 Jahren 16 Small Group gegründet haben. Wer weiß, oder? Ja, mega cool, ja. Ich finde das ein gutes Beispiel, dass wir immer wieder zurückkommen zu dem Nehemia. Du hast es auch erwähnt am Morgen. Der Nehemia hat gebetet. Er hat sich Zeit genommen und er hat gebetet. Und das eine Gebet ist auch so überliefert in diesem Brief. Also ich will euch ermutigen, das zu lesen, wenn ihr in so einer Situation sind, wie in dieser Unzufriedenheit. Mit dem Wissen, wie kommen wir in so eine heilige Unzufriedenheit rein, lesen das und schauen das mal an, auch wenn es ums Urteilen geht. Dort tut er sich eben mit einbeziehen auf das, was seine Vorfahren gemacht haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von dem. Jetzt nochmal zum mal irgendwie Slido, Leute, Dankeschön übrigens für eure Fragen, irgendwie können reinzuholen. Und eben von dem bisschen Passiven zum Aktiven ist die Kirche heute, oder eigentlich, was ist das Problem von der Kirche heute, denkst du? Das ist eigentlich dein Problem. Es ist was ist das Problem von dir? Und es gibt eine Spekulation, von der man das gefragt hat, ist die Kirche vielleicht zu angepasst worden an die Welt? Oder was könnte der Grund sein, warum die Leute nicht mehr so begeistert sind für die Kirche? Liegt auch jetzt die Frage zugrunde, was macht eigentlich die Kirche aus? Für was kämpfen wir eigentlich? Was ist unsere Vision? Unsere Vision ist, alle Völker zu Jüngern zu machen. Oder sag mal, das ist unsere Mission. Oder? Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und das ist das, was wir uns darum bemühen. Ich glaube, also es gibt mehrere Probleme. Also jetzt könnte man glaube ich, 7 Bücher zu dieser Frage lesen. Oder? Das ist jetzt die Frage, wie wir die in 41 Sekunden abhandeln können. Du hast schon gesagt, wir können auch länger. Das sind Minuten. Das sind Minuten? Das sind Minuten, ja. Ein grosses Thema, glaube ich, momentan ist die individualistische Art und Weise, wie wir denken. Dass wir sehr, sehr oft an uns selber denken und nicht an unseren Nächsten. Ego-Christen. Ego-Christen. Also das siehst du auch, das ist wahrscheinlich fast jedem von uns schon passiert, dass wir Stellen auf uns projiziert haben als einzelne Person, die aber überhaupt nicht an ein Individuum geschrieben worden ist. So zum Beispiel wie der Tempel Gottes. Weißt du denn nicht, dass du der Tempel Gottes bist? Steht nicht geschrieben. Es steht, wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und damit meint der Paulus Gemeinschaft und nicht das Individuum. Was nicht muss heißen, dass das andere nicht stimmt, aber es zeigt einfach, dass wir eine Phase haben, wo das Individuelle sehr gross geschrieben wird. Eben bis zu, es gibt Menschen, die sagen, jo, ich brauche Kirche nicht mehr. Dann denke ich, jo, du Vogel, ohne Kirche hättest du Gott nicht. Und deine Kindeskinder werden Kirchen aber wieder brauchen, oder? Und wenn ich so Zeug höre von Menschen in meinem Alter, dann denke ich, das ist einfach überhaupt nicht gecheckt. Und das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt, und da gehe ich auch mit, ist, glaube ich,
ich glaube, manchmal würde dieser Schluck Kompromisslosigkeit und Disziplin in unseren Entscheidungen echt gut dabei helfen, die Kirche konsequenter zu bauen. Ich glaube, oft sind wir einfach... Mich fasziniert das immer wieder, wenn ein Mensch frisch zum Glauben kommt, mit was für einem Tempo der an allen vorbeizieht. Wenn du mal Gelegenheit hast, schwätz mal mit einem Menschen, der frisch zum Glauben gekommen ist. Der erlebt im ersten halben Jahr oft Sachen, wo wir irgendwie 10 Jahre am Rumkatschen sind. Weil er einfach sagt, ich habe gehört, das ist nicht gut für mich. Und dann habe ich das halt aufgehört. So, what? Ja, und schon kommt ein Schritt in die Freiheit und noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und du hast einfach das Gefühl, wow, ich werde gerade überholt. Also so ein mega schönes Gefühl, oder? Aber es spiegelt mich selber dann auch wieder, wo ich denke, ja, was bin ich denn so lange am Umüben? Und also das sind jetzt mal so 2 Sachen, die ich sehe. Aber wie gesagt, die Frage ist jetzt zu gross, um jetzt eine perfekte Antwort darauf zu geben. Ich glaube, das sind 2 Punkte, die ich aus meiner Perspektive, wo mir jetzt einfach mal zuerst spontan in den Sinn kommen. Ja, das ist ein guter Punkt. Das beschäftigt auch noch so ein bisschen, wieso schießt es sich an, dass die Leute nicht mehr in die Kirche kommen. Es könnte ja sein, dass sie auch mit Jesus unterwegs sind. Also genau, also wo ist denn eigentlich das Problem? Ist das nicht ein Urteil auch von uns, wenn wir sagen, ja, wir halten die Kirche irgendwie für wichtig und ihr macht es falsch, wo nicht kommt? Genau. Kann er so nächste unterschreiben? Frage? Ja, super. Nein, schau, es ist einfach brutal kurzsichtig und ich finde es auch egoistisch. Weil wir haben den Glauben nur dank der Kirche. Da sind wir uns einig, oder? Also Paulus hat angefangen mit seinen Runden, 3 Missionsreisen, wo er Kirchen gegründet hat. Dort sind die ersten entstanden. Das Christentum hat sich ja noch verbreitet, weil Menschen Kirchen gebaut haben. Und aus diesen Kirchen ist Wunderschönes gewachsen. Der Mats wird nächste Woche noch ein bisschen darüber schwätzen. Viele Sachen, die wir heute als staatliche Leistung betrachten oder als wissenschaftliche Leistung, sind der Verdienst der Kirche. Weil es aus dem Glauben herausgewachsen ist. Es hat viel auch mit unserer Mentalität, mit unserer Kultur zu tun. Ich glaube letzten Endes, wir müssen uns aber auch die Frage stellen, will ich, dass meine Grosskinder auch noch eine Hammerkirche haben? Weil, sorry, ich sehe einfach, die Menschen, die sich zurückziehen aus der Kirche, jetzt machen wir vielleicht Feinde. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der einen wirklich lebendigen und von mir beeindruckenden Glauben gelebt hat und nicht in einer gesunden Gemeinschaft eingebettet war. Oder in einer gesunden, einmal in einer Gemeinschaft eingebettet war. Und ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr, aber ich muss ehrlich sagen, das sind nicht die Leute, die ich jetzt im Glauben bewundere. Und ich sehe einfach, wie es oft abwärts geht. Und nicht selten passiert es, dass die Menschen irgendwann gar nicht mehr im Glauben sind. Und das schmerzt mich ungemein, weil ich weiss, das zieht sich einfach weiter. Das hat auch Konsequenzen für ihre Kinder. Ich finde es mega schön, dass du sagst, nicht in einer gesunden Gemeinschaft, weil ich glaube, oder mega oft eben die Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen, dann denke ich nicht an das Gebäude oder an Celebration, sondern wo wirklich in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe, das kann auch so eine Small Group sein, wo man irgendwie die Gemeinschaft, wo auch Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat, irgendwie auslebt und die Geschichten erzählt, die Bibel liest, wo die Geschichten drinstehen, die uns fähig machen können, um so Geschichten auch zu erleben. Das finde ich cool, dass der Gemeinschaft sagt, es ist nicht die Kirche, es geht nicht ums Gebäude. Es sind 2 oder 3, oder? Das sagt Jesus eigentlich ziemlich konkret. Ich glaube, die Kirche gibt natürlich auch einen gewissen Rahmen, eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit, machen gewisse Sachen möglich. Oder ich meine, wenn eine Kirche eine gewisse Größe gewinnt, wie jetzt zum Beispiel das ICF Basel, kannst du auch plötzlich jemanden anstellen für Kids. Du kannst jemanden anstellen für soziale Initiativen. Und die Person, die bei Kids angestellt ist, die überlegt sich dann rein didaktisch, wie kann ich die Theologie, unsere Theologie als Kirche, unseren Kindern beibringen. Und dort unterscheidet sich dann auch. Ich glaube, ist es einfach irgendein Small Group, sind es einfach 2, 3 Leute, weil die haben dann irgendwann einfach die Challenge selber und ich merke einfach selber schon mit einer 50% Stelle in Lörrach, wie schwierig es ist, so alles selber irgendwie zu machen und bin extrem dankbar für alles, was wir auch von Basel profitieren, oder? Aber es ist definitiv nicht der einzige Weg. Da gehe ich voll mit. Jetzt haben wir schon 5 Minuten überzogen und als letztes haben wir fragen, was ist deine Vision denn für uns als ICF zum Kirchenbauen? Wir haben von dieser Mauer geredet, wir haben davon geredet, dass der Nehemia traurig ist
Und wir haben auch viel davon geredet, dass wir traurig sind darüber, dass unsere Kirche eben vielleicht baufällig ist oder die Leute gehen. Was ist denn deine Vision für das, für uns? Also als letztes Wort. Meine Vision. Hey, ich träume von so vielem. Ich träume zuallererst davon, dass wir wieder eine Welle erleben an Menschen, die sich für ein Leben mit Gott entscheiden, die bisher noch keine Berührung mit ihm hatten. Das wünsche ich mir extrem. So etwas, wie wir in den 80er Jahren erlebt haben. So etwas, wie wir im G5 erlebt haben. Oder? In frühen Fishing und Eimelding. Hey, das ist krass, was dort passiert ist. Das ist einer der Wünsche. Ich träume davon, dass Menschen, die nicht mehr dabei sind, wieder in die Kirche kommen, sich wieder investieren, wieder den Blick bekommen für das grosse Ganze, weg vom «Was brauche ich?». Ich träume davon, dass wir als Kirche an diesen Ort wachsen können, dass wir einen Jugendpastor Vollzeit anstellen können, dass wir Kids-Mitarbeiter Vollzeit anstellen können, dass wir Zahlen mehr anstellen können, die eine Evangelisationsarbeit in unserer Kirche macht, die Einfluss hat auf unsere Region. Ohne Witz. Ich träume davon, dass wir nicht durchs Geld limitiert sind, dass wir nicht Entscheidungen aus dem Mangel heraus treffen müssen. Oh ja, das geht nicht, das reicht nicht, sondern hey, wir haben Überfluss. Was machen wir damit? Was leitet uns Gott aufs Herz? Weil ich glaube, wir sind noch lange noch nicht hier angekommen, wovon Gott träumt. Ich glaube auch, in den 80er Jahren, was in dieser Stadt so abgegangen ist in der Kirche, wir sind auch dort noch lange nicht am Zenit angekommen. Von dem träume ich, dass wir das sprengen, dass wir selber auch den Deckel wegbekommen, was alles möglich ist durch die Kirche. Weil, hey, wenn Gott dabei ist und wenn wir mitziehen, dann ist nichts unmöglich. Das ist so der Hammer. Ich könnte jetzt eine Stunde schwärmen, von was ich alles träume. Das ist gut. Yes. Hey, danke vielmals für die Ermutigung, auch für mich persönlich, halt so zu merken, wenn ich unzufrieden bin, auch mit meinem Glaubensleben. Ich kann mich herausfordern lassen, durch das aktiv werden. Und gerade in so einer Gemeinde mich irgendwie einbringen. Oder wenn du das Gefühl hast, irgendetwas stimmt nicht oder irgendetwas fehlt noch. Der Sonntag oben ist offen für sehr, sehr viel. Und alles. Für alles. Ich kann es nicht so. Ja. Komm auf die verantwortlichen Personen zu, melde dich, bring deine Ideen ein. Die Kirche lebt eben von dem. Es ist nicht ein Gebäude, nicht das ICF, sondern eben die Gemeinschaft der Christen. Genau, danke für diese Ermutigung und Erinnerung. Und ihr seht vielleicht rechts von den meisten, hat es noch so eine Klagemauer, wo ihr auch, also die hat Dani heute Morgen schon dabei gehabt, wo ihr dürft, wenn du jetzt merkst, ey, das ist wirklich das ist etwas, was mich unzufrieden macht und das ist bitter, oder das ist wirklich nicht gut, das beschäftigt mich seit Jahren oder seit gestern, seit 5 Minuten. Schreib das auf und tu es dort symbolisch antun und weis das weg von dir und geh mit Gott ins Gespräch, hey, wie kann ich das aktiv etwas daran ändern oder aktiv, wie werde ich aktiv in dem drin? Es kann irgendetwas Kleines sein, aber nimm das in Anspruch und geh dort an. Das hat eine mega Kraft, auch das einfach mal noch jetzt wegzutun von dir. Darf ich noch nachdoppeln? Ja. Wenn du jetzt nichts so auf deinem Herz hast, dann frag bei Gott nach. Und vielleicht kommt dir plötzlich ein Gedanke in den Sinn. Denk mal über deine Kirche nach. Vielleicht bist du auch als Gast dabei. Vielleicht schaust du es auch im Nachhinein und gehörst zu einer anderen Kirche. Schau es mal nach. Überleg mal, von was habe ich vielleicht einmal geträumt. Aber ich träume schon lange nicht mehr davon. Wir dürfen ein bisschen nach dem suchen. Unterschätzt nicht, was aus so einer heiligen Unzufriedenheit heraus wachsen kann. Wir müssen zu Gott bringen.